Die Damen und die Herren, der begrüßen Herr Schaut auf dieser Pressekonferenz von LCGB, wo es zwei Sujets geht. Zum ersten Mal geht es über die Überlegungen der LCGB, Reflexionen, Propositionen und Revendikationen zur Reform vom Reclassement professionell. Ich würde kompletten Dossier von uns gekriegt, wo sich als 14 dran detailliert abgelöscht sind. Der Paul der Aujo, den sich bei uns schmatten Sozialpolitik bekümmert, wird am Detail auf diesem Dossier angehen. Und der zweite Element von dieser Pressekonferenz sind sich eine Reihe von Revendikationen und Überlegungen am Bereich von einer Verbesserung vom Arbeitnehmerschutz, von der Protektion des Salariés, wie der so flott ist, geht ein Licenciement abusif, das heißt, auf Fälle, wo Leute entlassen gehen, wo sich dann herausstellt, dass ein Patron sich Unrecht hat, die Entlassungen vorzunehmen. Bevor ich den Pol würde ich sonst den Witz zum Kontext von dieser Pressekonferenz so, für uns ist das ganz ein Ensemble. Durch sich schon von der Existenz von der Salarien als sich für den LCGB ein Ensemble, den aus 3 Elementen besteht. Das erste, das sind sich die Überlegungen, die wir schon durchgelöst haben, gegen den Chômage, neue Pisten für die Leute über neue Konzepte aufzufangen, sind an der Chômage gehen zu lassen, wie wir das durchgestaltet haben, über das Reclassement aufzufangen, also einen anderen Platz können zu bringen, wenn dann konjunkturell oder strukturell Probleme an einem Betrieb zu Entlassungen feiern als Alternativ dazu. Das zweite Element als Durchsicherung gegen Krankheit, gegen den Krankheitsfall, wo mal ja natürlich die Invalide eine Rolle spielen, dann die ganze Problematik vom Reclassement professionell, die den Problem justement halt angeht, aber auch am Kontext von diesem Dossier die ganze Problematik unter 52 Wochen Krankmeldung muss gelesen. Der wisst, dass bei dem Privatsektor was auf die letzten 2 Jahre ein Referenzperiode von 2 Jahren 52 Wochen krank wären, riskieren aufzurutschen, in dem Sinn, dass kein Erbeskontrakt mehr haben, dass sie sich keine Sozialversicherung mehr haben. Wir hätten gerne eine Gesetzgebung, die sicherstellt, dass das nicht kann in der Zukunft passieren, weil die Leute, die von denen 52 Wochen Krankmeldung betroffen sind exklusiv Leute, die ganz schwer krank sind. Da geht es um Krebserkrankungen oder Ähnliches. Und dafür musst du eine Aufsicherung kommen. Und das dritte Element, was dann den Dossier komplett zurückgibt machen, ist dann ein anständiger Kündigungsschutz, wo mehr halt der Meinung sind, dass der Kündigungsschutz punktuell muss verbessert gehen, überguckt gehen, überschafft gehen, sodass man dann, wenn man die 3 Elemente zusammen gesagt hätte, effektiv eine Aufsicherung von den Salarien am Privatsektor hätte, die dem entspricht, was die Leute sich als Recht müssten und weil sich feststellt, dass die Risiken für die Leute, die am Privatsektor arbeiten, aber vielfältig sind und mehr der Meinung sind, dass für DW dafür gesucht muss gehen, dass diese Risiken Rechnung getragen werden. Ich will auch daran erinnern, dass wir im Januar bei der Pressekonferenz sich gefordert hatten, ein Risikoprim für den Privatsektor, für die Modulation vom Lohnindex für das Jahr 2012. Wenn wir die Aufsicherung hätten, dann ist natürlich klar, dass die Forderungen nur Risikoprimen entfallen, wenn wir dann die nötige Aufsicherung haben. Und ich würde mal auf den Boot so machen, dass ich gesagt habe, dass das nicht nur eine Forderung wäre, wie das wir auch sich eine Kontrapartie dahinter gesagt haben, dass wir sich die Risikoprimen dann nicht mehr nötig ist. Kannst du aus der belächelt gehen, wie wenn in dem Dossier en tant que tel gesagt wird, aufgebaut ist, gesagt wird, dass auf alle die Risiken, alle die Probleme, die Leute tun, da muss eine Antwort folgen. Ich gebe dann sich durch das Dokument kurz mal durchgehen. Ich gebe vielleicht als Aufführung eine kleine Historik machen über das Gesetz vom Reclassement, wie es dazu Sterne kommen, respektive was die Situation haut aus.
Man hat sech 400 Auféierung vum Reklassement, dat war 2002 hat man Situation, dat man just Pensionsgesetz hatten, an man do sech d'Invaliditéit fir de Salarié eben senglächt erbeg nëmi kon ausfeieren. Me d'Invaliditéit besteht aus 2 Konditionen, dat déchte dats man dat den senglächt erbeg nëmi kann ausfeieren, aber auch keng Äner. Dat gouft dann sech och bestätigt mat verschieden Jugementen op der Meng 96 du schlussendlich si man seg Situationun kom, dat et Chlor vun de Gerichtore gesproch gin ass, dat in die 2 Konditionen muss erfüllen fir Urrecht zu hun Invalideren fir ass der Millach gehandhabt gin, so dat man eng Situationun komsen, dat man Leiit hätten, déi obwohl se hier lächt Äbechten konnten ausfeieren, aber kein Urrecht op eng Invalideren hätten an dann secher Situationen kommen sind, ganz prekär Situationen, an die öfters dun ebe keng einer Lesung hätten, wie im Endeffekt op den RMG zurückzugreifen. 2002 gut man dann Stand Gesetz über das Reklassement, wo dann die Leute, die net invalid erklärt sind, aber eng Inaptitude op lächte Posten hätten, dann vum Sozialsystem opgefangen sind. Man hun du dann 2 Prozeduren gefordert, den aus der Reklassement intern, dann eben am Betrieb oder der Reklassement extern iwwer d'Arbeitsamt. Man hun du auch eng Kommission mixt geschaffen. Die Kommission mixt huet als Mission die Leiit ze dirigiieren, se wird dann op eng adäquat Arbeitsplatz, die ihrem Gesundheitszustand auch entspricht. Se wird wann net méigich ass dann eben iwwer d'Arbeitsamt dann ze kucken, dobei Arbeitsmarche dann iwwer de Reklassement extern eng nei Erbecht ze fannen. Leiit sinn du opgefangen gin iwwer den Schomechgeld an der Erwerdung vun denger neuer Arbeitsplatz an, wann net dann awer net dugängen ass oder net due geht, hunn se dann Urrecht op een Wartegeld, den du sech haut nach an der Heicht vun der Lützenboier Invalideren das hunn op der Lützenboier Invalideren just Berechnungsmodus de gleichen, wobei da net dieselbe Konsequenzen op der Tisch leit hun net eventuell invalide Rechter vum Ausland van den en Karriere mixt huet. Dat Gesetz hat man do 2 Reformen, dat war 2004, wo man Prozedure bescheinigt hunn, wo man de famösen R4 afauerert. Das neichlänig, dass wir rapport medikal, der vu behandelten Doktor sech muss spätstens die 10. Woche, wo ihn dann krank gemeldet als beim Kontrollmedikal bannen muss, fir dat du sechte Kontrollmedikal schnellstmöglich den Salari dann auch op die richtige Spun kann dirigieren. Die zweite Reform dat war 2005, du as hauptsächlich du schust E-Punkt raus, dat also sech dat die Leute die sech eng Invalideren en Zunkrut tun, dann auch an Prozedur vum Reklassement rankommen. Hautstimmelo fir eng neuen Avantprojet, den wo sechlo will den Huder an der Map, ich mein, de ganze Projekt Huder an der Map. Ich will do 6 Punkten rausschneiden haut. Und zwar geht es an dem Avantprojet über eng Affeierung vun engem Statut vum Travailleur reclassé oder vun der Person en Reclassement professionnel. De Statut ist wichtig, weil man bislo an der Situation sind, dat Reclassement nëmme fir Patron gültig ass. Aber wenn den sechte Patron dann verleiert dann auch der Reclassement seiwt die Indemnitäten, die man da die drunhenken, respektiv Protektionen, die auch drunhenken. An Zukunft man Statut behält dann sech die Avantagen, aber auch die Garantien, die dann am Kader vom Reklassement gehen. Ein zweiter Punkt, also sech eng Aufschärfung von den Quoten. Die Quoten, das sind sech die 2 respektive 4% Klauseln, die all Patron muss vu senger Belegschaft als Travailleur handicapé respektiv als Travailleur reclassé beschäftigt hun. In Zukunft gin die Quoten aufgeschärft, dat sech get praktisch geguckt, soweit het méiglech ass fir all Salarié am Betrieb ze reklassieren. Ein dritter wichtiger Punkt, also eine Verstärkung vom Kündigungsschutz während der Prozedur. Und zwar
hat de Salarié no de ze reklassiert ginnners Reklassement intern während engem Joer e Kënningschutz, wo am Fall vun der Kënnigung kommt en eng Nullitéit an engem Schnellverfahren, dat ichch als Schnellprozedur besgericht, kommt no sech Nullitéit vu segem Licenciement ufroe. Dat war awer rich no der Deciioun an net während der ganzer Prozedur. Den Avantprojet bringt du sech lo erweitert die Protektion och während der Prozedur, sobald de Kontrollmedikal Kommission mixt céiert, an der Zukunft doch den Erbesdoktor gleichzeitig, als de Salarié weiterhi protegiert, da kann eng Nullitéit vum Licenciement froen van den gekënnecht krit. Befeiert Element also sech eng Augmentation vun de Penalitéiten fir die Patronen, die ihre Klassement refuséieren. Bis haut hummer ou sech Penalitéiten plafonnéiert op 24 Mol den halfe Mindestlohn, so steht am Gesetz. An den Avantprojet gesäit fir, dat et 24 Mol den reelle Lohn vum Salari, dat ichch ofhängig stand vum Sektor oder vum Betrieb, wo de Salari da noch beschäftigt ass. Et gëtt eng weiter Meigkeet fir d Kommission mix ze saieren. Haut hummer just Meigkeet iwwer de Kontrollmedikal fir d Kommission mix ze saieren an Zukunft soll an verschiedene Fälle, wéi not och van dem Arbeitszeitverkehrzung da geht, wo du den Arbeitsdoktor auch kann direkt Kommission mix sehen, respektive auch de Salarié, wann den sech am Vierfeld dann auch de Patron privat informiert. Also sämtlech parieren ma enger Harmonisation von den Rekursmöglichkeiten. Leider sind an der Situation, dat an der Gesetzgebung, wie man se haut tun, sech vergiers gin aus fir verschiedene Rekursmöglichkeiten dran zu bringen, wéi notamment van den Erbesdoktor eng Aptitude, wo sech deklariert, dat de Salari den Erbes féierch ass, an sech raus von der Prozedurfälle, do war sech vergiers gin fir Rekur können ze machen, dat geht sech lo harmoniséiert, respektive auch sämtlech Rekuren. Et geht alles iwwer Kommission mixt aniwwer dans le Conseil arbitral. Natürlich begräst den LCGB ou sech die Dafferung vom Statut, wenn das wäre eine Leinforderung von uns, respektive die Harmonisation von den Rekuren, da du sech ganz problematisch als für als Membres an den Nëmmen für allgemeinen Salarié, den dann keine Rekursmöglichkeit huet, respektive aber dann auch den Erweiterung und Renforcement vom Kündigungsschutz, die für sech ganz wichtigen Element an dem ganzen ass. Wir haben aber Diskussionen am Haus gefordert, notamment auch am Kader von einem Exekutivkomitee, und wir haben dann auch den zwei betroffenen Ministern als Observationen, als Überlegungen, als Revendikationen zu dem Avantprojet, das gleich noch bei einem Dossier, wo wir ihn dann den 13. September zukommen los, auch da. Ich meine, da hat alles am Dossier, auch da wende just 6 Punkte an 4 streichen, und zwar geht es für das Mal die Berechnung vom Wartegeld überlegen. Die Berechnung vom Wartegeld, was bis heute sich gleichgestaltet mit der Invalideren, soll über den Avantprojet de Loi wo sich gleichgerechnet wie der Chômage, und zwar 80% vom Lohn. Wobei du aber Bemol am Avantprojet verweist aus, dass den aber plafoniert das auf 1,5 Mal den Mindestlohn. Da fuhren wir sich als LCGB, dass in das System von der Berechnung beibehalten, dass er sich so gleichgestaltet gibt, beim Chômage respektive beim Arbeitsmarché von den 80%, wobei wir eine Nuance dran bringen, und zwar, dass die da müssen gucken, dem nach Wertfängersituation kann das schon von 100 und 200 Euro jetzt gehen, dass den enkehrt Moyen von den 3 letzten Monaten hat und enkehrt Moyen von den letzten 12 Monaten, wobei du den besten Kalkül dann geholt wird, und aber den Plafond dann gleichgestaltet mit dem Plafond von der Indemnité compensatoire, weil du sich den Lohnausgleich am Kader vom Reklassement intern, den als plafoniert auf 5 Mal den Mindestlohn, sodass man dann auch Wartegeld fordern, dass das derselbe Plafond wird für 5 Mal den Mindestlohn anstatt 1,5 Mal den Mindestlohn, weil man da sich auch als Salarien respektive als Assyrien die sich eine lange Karriere zu beschwingen, und im Endeffekt dann
schon um heitsche System um heitsche Modekalkül sogar méi hätten wéi anderhalb Monate Mindestlohn an geht jo net heilgrenz fir Leiit lo an prekär Situationen zu bringen, prekär finanzielle Situationen zu bringen, wo so sech schon geplotzen mat der Gesundheit. Den zweiten Aspekt ass man sind an der Situation, dat am Keller vom Reklassement intern, dat den sech Pai an 2 Tranchen bezweck kriegt. Ganz oft an den meeste Fällen. Einkeier natürlich den Deel vom Patron an dann den Ausgleich am Kader vom Lohnausfall seet durch eng Erbesplatz die Mann gut remuneriert als seet durch Erbeszeitverkehrzung kriegt den dann iwwer Arbeitsamt den Lohnausgleich, wobei der natürlich net zum gleichen Zeitpunkt méiglich ass, wie der Arbeitsamt Junge muss werden, wat der Patron bezahlt, fir genau zugleich. Du gi 2 Nodeler der Dichte, dass die dann muss 2 Steuerketten hunn. Wobei die 2 Steuerkette méich besteuert gëtt. Da gëtt Mlechkeet fir dat der Hof zu drecken, wobei Leiit da muss den ganzen administrativen Opwand bringen fir den Torhof zu bringen. Et geht einfach drins fir dat den Payment an enger Keier soll gemerk gisen an du proposeieren mir, dat der iwwer de Patron einfach gemerke an dat de Patron wéi auch einer mesuren, mat iwwer d'Arbeit sagen dann alle Mëmte Remboursement vom Arbeitsamt kriegt, anstatt de Salarié an 2 Tranchen dann ausbezahlt wird. Na ein Projekt sech gesäit dann noch 4, dat soll eng mesure de travail, also vom Arbeitsgesetz bleiben an net sech eng mesure vun der Pension. War doch richtig. Also ich meine, die Leute an einem Reklassement bleiben weiterhin disponibel im Arbeitsmarkt, respektive schaffen ja auch an keine Pension, keine Pensionären. Wobei aber dann auch ein Projekt, was den Ajustement von der Indemnité d'attente, vom Wartegeld, respektive von der Indemnité kompensatoire, der aber den Element adaptiert, gleichstellt mit den Pensionen. Auch da fordern wir, dass das nicht so mit der Pension zu dienen, dass das sich nicht berechtigt ist, dass das gleichzeitig mit der Pension soll ajustiert werden, es soll weiterhin wie bislang mit Mindestlohn ajustiert gehen. Wir schwätzen hier nicht vom Index, ich meine, alle Revenue zu Lützenburg als Index gewonnen, wir schwätzen hier just vom Ajustement vom Mindestlohn, der sich bislang alle 2 Jahre dann adaptiert geht durch die Moyenne von den Revenuen hier zu Lützenburg. Auch, dass den Salari, den am Reklassement ist, aber auch sämtlich Gehaltserhebungen zu tut, die sich als einem Kollektivvertrag respektive als einem Akkord salarial, den am Betrieb vorgesehen war, auch bis Präretreat respektive bis das dann an eine Pension zu gut wird, dass du sich irgendwie einen Verlust zu holen, auch die Augmentation, die dann am Kollektivvertrag vorgesehen wären, zu gut tun. Heute sind wir in der Situation, dass wenn das Salariat ein kleines Geld geht, das automatisch und direkt vom Lohnausgleich und sich vom Arbeitsamt aufgezogen und sich freuen wir, dass das Salariat die Augmentation behält. Dann der Präsident hat schon Ugangslied ugeschwert, und zwar als Problematik in der Zweierposter-Woche. Wobei man das schon wie weit analysiert tun, wir haben am Kader vom Reklassement sind wir an einer spezifischen Situation, dass ganz oft den Reklassement intern ganz spät sich nicht mehr möglich ist und bleiben sich schon ganz nur bei ihrer 52. Woche sind, wenn sie dann nicht schaffen gehen. Und nur das Risiko im Endeffekt tun, dass wenn sie einen Nervensunfall haben oder einen neuen Nervensunfall oder eben eine neue größere Krankheit, dann ganz sehr über die 52 Wochen rüber sind und im Endeffekt der Reklassement den verlieren in der Gänsefüge wie das Statut wäre, wir verlieren den Arbeitsplatz und das hat ja auch nicht den Sinn vom Gesetz aus. Du fordern wir einfach, dass Wandleute und sich am Reklassement dann intern sehen, dass die 52 Wochen dann auf 0 gesetzt gehen, natürlich durch eine Aufschaffung von den 52 Wochen für die Reklassierten. Ein letzter Punkt, wo ich vielleicht rausstreichen will, das ist einfach, dass man eine Obligation am Gesetz haben, dass wenn den Kontrollmedikal eine Pension entzieht, automatisch dann die Kommission mixt auch sehr, was im Moment nicht der Fall ist, geht ganz oft gemerkt, aber das ist nicht systematisch, weil, wenn einen Invalideren entzieht, da seht ihr sich, dass sich nicht mehr sur le marché général de l'emploi
erbesumfähig. Mit kennt ja aber Sinn, dass die nachher eng Invalidität auf den letzten Posten hat, sodass die nur sich misst auch dann in den Erbsdoktor weitergehen, für entweder durch eine Aptitude, dann eben noch respektive eine Inaptitude, wo dann Kommissar Mix kann ein eventuelles Reklassement dann dezidieren. So, das sind die 6 Punkte, der Rest tut sich an ihrer Map, sowohl Briefe, wer es früher und wie auch den Avantprojet, auch noch das, wo es los ist, da durchgegangen sind, so ein Schmerzen.